Selbstkontrolle geschrieben. Ein anderer weiterer Punkt, genau, wo die Bubble, die Popularitätsbubble, auch ein bisschen, ja, ich sag mal, wo einem zum Verhängnis werden kann, wo ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Das reicht auch schon, wenn man ein bisschen einen Hype hat, oder eben jetzt irgendein kleineres Medium hat, wo einen featuret, so ein kleiner Bubble-Hype oder Hype-Bubble, umgekehrt, kann auch extrem fool machen. Das habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, dass man jetzt eben, weil man, plötzlich den Sprung gemacht hat und 1000, 2000 Follower mehr bekommen hat, dass man jetzt gemeint hat, man hat es geschafft, you made it, und dass man nachher eher weniger schafft, anstatt mehr. Das muss nicht nur, wie ein paar von euch das gesagt haben, vorher an der Qualität nachher scheitern, sondern dass man einfach effektiv weniger hustlen tut, als am Tag 1. Und das muss man sich auch ein bisschen vor Augen behalten, egal wie hoch der Bekanntheitsgrad wird. Wenn ihr das umwandeln wollt, sage ich mal, in Geld und Umsatz, müsst ihr mit den Erfolg, die ihr schon hättet, egal wie klein oder gross die sind, eben auch wenn man einfach ein bisschen wächst, stetig, dass man immer noch sich ein bisschen vor Augen behalten, auch wenn das ein bisschen cheesy tönt, sage ich mal, oder so ein bisschen Hollywood-mäßig tönt, dass man trotzdem noch so hustlen oder schaffen muss, wie man das am Anfang gemacht hat, weil man das ganz, ganz, ganz schnell aus den Augen verlieren kann und das einem zum Verhängnis werden kann. Als Gianluca schreibt dann, als Musiker, gerade bei uns in der Schweiz, darf man sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen. Genau. Ihr schreibt das auch sehr viel prägnanter und kürzer als das, was ich da mache, aber um das soll es ja auch ein bisschen gehen bei diesem Podcast. Wir haben ja noch 20 Minuten, um das ein bisschen ausgiebig besprechen. Aber was der Gianluca da geschrieben hat, ist auch wieder sehr gut zusammengefasst, dass man ja genau auch in der Schweiz weil du sehr schnell auch wieder weg kannst sein von der Bildfläche, sage ich jetzt mal, egal wie gross du bist. Nochmal, wir reden da nicht nur über etablierte Künstler. Viele, mit denen ich da die Diskussion habe, sind noch sehr wohl auf Newcomer-Level, aber dort kann es auch passieren, dass du in so einer kleinen Hype-Bubble plötzlich bist, weil du jetzt mehr Views bekommst auf YouTube plötzlich als vor deinen Videos vorher oder vor deinen Singles vorher. Und ich erlebe das noch viel zu oft, dass man sich genau wie der Gianluca das sagt, auch ein bisschen auf seinen Lorbeeren ausruhen, obwohl du gar keinen Grund dafür hast. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig zu wissen, okay, ab welchem Punkt hat man es jetzt wirklich geschafft oder nicht. Aber das ist auch die Diskussion, die ich ganz oft führe mit Leuten, dass noch sehr, sehr viel Luft nach oben sind. Die da ein bisschen länger jetzt zuhören oder zuschauen bei dem Cola-Podcast, wissen das auch, dass auch in der Schweiz noch sehr viel Luft nach oben ist für Schweizer Musik und Mundartmusik oder einfach lokale Musik, wenn wir es da von da aus schaffen. Und es wäre fehl am Platz, wenn wir jetzt würde denken, dass wir auch, also ich kenne auch Künstler und Künstlerinnen, die auch nach einem Platin-Hit, und das klingt jetzt einfacher, als es tatsächlich ist, wenn ich da so von Gold und Platin und so Sachen würde reden in diesem Podcast. Aber auch in der Schweiz glauben wir, auch wenn wir das kleineres Land sind als in den USA, es ist nicht einfach, irgendwie eine Gold-Single zu haben, wenn ihr das schon irgendwo mal gesehen habt. Es gibt auch nicht so viele neue Generationen, es gibt auch nicht so viele Künstler und Künstlerinnen aus der neuen Generation, die überhaupt eine Gold-Auszeichnung anbringen mit einem Song oder mit einem Album. Und ich kenne ganz viele Künstler, die sich auch nach der dritten oder vierten oder fünften Auszeichnung, Gold oder, sei es Gold oder Platin, auch noch nicht einmal, die haben erst gerade richtig angefangen. Versteht ihr, was ich meine? Darum, ich habe noch eine andere Folge, die ich irgendwann einmal mache auf dem Podcast, wo wir eben genau auch über das reden, was noch alles zusätzlich machbar ist in der Schweiz. Aber der Stand heutzutage ist halt leider ein bisschen noch so mit der Medienlandschaft, die man hat, dass man schneller populär kann werden als erfolgreich. Und Popularität und erfolgreich sein kann zwar zusammenhängen, aber muss es nicht zwingen, weil du kannst auch Fame haben, so ein bisschen der Grundsatz von dieser ganzen Folge, dass du zwar Fame kannst haben oder populär kannst werden, aber kein Geld machst. Oder wiederum, es gibt Leute, die sehr viel Geld machen, aber nicht populär sind. Darum ist dort ab und zu mal der Widerspruch, das muss nicht unbedingt zusammenhängen.
Der Gianluca schreibt dann noch, für mich bist du als Musiker nicht in einem normalen Beruf, also hat man keinen Grund, irgendwann mal faul zu werden. Absolut, es ist kein 9-to-5-Job. Ich hoffe, die Leute, die auch da ab und zu zuschauen bei diesen Diskussionen, denen ist das auch hoffentlich bewusst. Limbeats schaut auch noch zu. Voll. Wenn du es liebst, musst du dich gar nicht ausruhen. Weil du machst das ja aus Leidenschaft und Liebe zur Musik, deine grösste Leidenschaft. Also sehe ich das so, dass man immer und immer weiter schaffst. Genau. Dort gibt's halt auch wie so ein bisschen Anekdoten zu dem Ganzen, dass man, ich finde jetzt auch, man soll natürlich nicht stoppen. Vor allem nicht, wenn das deine Leidenschaft ist. Und überhaupt, wenn man das jetzt irgendwie wegen schnellen Geld wird machen, das habe ich auch in anderen Folgen schon gesagt, ist das eh ein Rezept, wo praktisch nie aufgeht. Vor allem nicht in der Musikbranche, wo halt sehr ein langfristiges Business ist und wo man auch sehr in die Zukunft muss schauen. Aber dort liegt halt auch ein bisschen Anekdote drin, dass man auch nicht soll schaffen, zum noch mehr schaffen. Das sind jetzt aber eher ein bisschen persönliche Ansichten, dass man das immer mit einem gesunden, realistischen Grad soll anschauen, weil das Hamsterrad, sage ich jetzt einmal, wo man sich da macht, in dem Musikbusiness oder in anderen Branchen ist das genauso in der Schweiz. Egal, wo du jetzt das schaffst, ob du da jetzt zuschaust und Musiker bist oder halt im Privatleben etwas anderes machst. Aber das Hamsterrad, das kann man sich ewig vergrößern und ewig grösser machen. Weil in der Musikbranche gibt's dort halt auch wie so ein paar Etappen, wo du kannst erreichen. Und die Etappen kannst du aber immer grösser machen. Wenn du sagst, ja, du hast eine Gold-Single, du kannst sagen, okay, dann versuch jetzt Platin das nächste Mal. Dann hast du eine Platin-Single, dann versuch jetzt 2 Songs zu machen, die in die Top 10 kommen von der Single-Chart. Okay, jetzt versuch ein Album zu machen, wo Gold geht. Jetzt versuch 2 Alben zu haben, die hintereinander Gold gehen. Jetzt versuch, in 5 Jahren 3 Alben zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Darum ist es wie so, ich kenne es jetzt auch nicht anders, dass man sich soll, auf keinen Fall sowieso soll ausruhen auf den Lorbeeren. Aber dort gibt's auch so ein bisschen eine gesunde Balance, wo man sich soll schaffen für einen selber, dass ab der Minute, wo man vielleicht das Gefühl hat, es ist nicht mehr wegen der Leidenschaft und du machst es nur noch, um da ein Zahnrädchen sein in dieser Fabrik, ist es vielleicht an der Zeit, um ein bisschen, eine kurze Pause zu machen, sage ich mal, um nachher wieder irgendwann mal zurückzukommen.